Ich habe dieses Jahr für dich Little Nightmares gespielt, den ersten Teil. Und das ist dann den Spiel vom Jahr für mich, weil es mir sehr gut gefällt. Es waren zwar 2-3 Stunden, aber ich habe mich amüsiert, schon gefreut. Und war cool, war ein gutes Spiel. Kann ich empfehlen. So, schön, dass du auch nicht wirklich Indie-Spieler gespielt. Ich kann ja von Dredge erzählen, was ich gespielt habe, aber wahrscheinlich nur ganz gut gespielt. Also, ich weiß noch nicht, was ich gespielt habe. Das wäre Amnesia, The Bunker. Wen Amnesia kennt, das ist ein furchtbar gruseliges Gruselspiel, wo in die erste Stunde ein bisschen gegruselt wird und sich dann nur einfach einen Gegner gewinnt hat und dann lebt ihn einfach nicht mehr nach durch und da ist drin. Aber ja, es hat Spaß mit Amnesia und ich wünsche jedem noch viel Spaß. Auch mal spielen. Mein Indie-Game vom Jahr ist Amnesia The Bunker. Ganz einfach, weil mein doch das einzige Indie-Game, was ich das Jahr gespielt habe, oder manches, wo man direkt an den Kopf könnt. Und ja, das war halt mega cool, weil Alien Isolation habe ich mega gerne gehabt. Und das heißt von Ballen nämlich, sonst an einem Bunker am Ersten Weltkrieg mit Amnesie. Mein Indie-Spiel für mich war also auch das einzige Spiel, das einzige Indie-Spiel, das ich das Jahr gespielt habe, Dredge. Das ist ein Fischerspiel, das doch gleichzeitig ein Lovecraftiges Horrorspiel ist. Fand ich ziemlich unverbraucht und dafür hat es mir ziemlich gut gefallen. Und dort bizarrerweise ein ziemlich beruhigender Gameplay-Loop. Ja, mein Indie-Game vom Jahr, wenn dann immer noch Indie ist, wäre bei mir Blasphemous 2. Einfach muss so ein bisschen Gewohnheitsfood. Ich habe nicht so viele neue Spieler probiert, das Jahr Blasphemous 2. Ich weiß, die Viergänger war gut, das ist auch gut. Ich möchte nicht ganz viel komplett nicht. Ich möchte aber hier und da noch ein bisschen besser. Das ist auch ein ganz schickes Spiel für einen Indie-Titel. Und dafür, wie gesagt, definitiv der Beste. Und war den einzigen Indie-Titel, den ich das Jahr gespielt habe. Bei Indie muss ich ehrlich sagen, habe ich das Jahr auch schon gespielt. Und das war auch okay, in das Jahr rausgekommen war. Das war The Goose Game. Mir die war so witzig. Ich habe mir Tränen in den Buchs gelacht mit dem Blödsinn. Das ist wirklich gut, das ist simpel, das wie soll ich sagen, das ist nicht extra so in dem Spiel. Mir hat einfach ultra Spaß gemacht. Das war wirklich flott. Meine Enttäuschung des Jahr muss ich leider sagen, dass Spider-Man 2. Und zwar nicht unbedingt, weil es schlecht ist, aber weil es einfach ja, seinem Hype nicht gerecht genug ist. Das fängt nämlich wie den ersten Teil, das ist ein bisschen schön. Ein paar kleine Features, die natürlich mega cool sind, die dabei kommen sind, aber im Großen und Ganzen ist für mich echt ziemlich flach gefallen. War so ich meine, die größte Enttäuschung ist, dass es so lala war und nicht mal, dass es unbedingt schlecht war. Hogwarts Legacy. Ja, ich weiß, ich stehe da ziemlich lange mit meiner Meinung, aber das ganz live gemacht, aber spätestens, wenn es aus dem Schloss rauspasst, da gesagt, dass es ein Standard 0815 Open-World-Spiel ist mit viel zu vielen Fetch-Quests. Wer braucht die scheiß Merlin-Trials, ehrlich? Ja, und gesehen ja seinen Crash-Rumble-Beitrag, das hat mich auch ziemlich enttäuscht. Ja, Enttäuschung vom Jahr. Jeder, den mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Crash Bandicoot-Fan bin. Und ich habe wirklich bis auf die letzte Sekunde gehofft, dass der Crash Bandicoot Rumble gut ging. Nee, das war es nicht. Das war absolut der Heartbreaker des Jahres für mich. Meine Enttäuschung vom Jahr ist, ich muss es leider sagen, Forspoken. Ich habe am Februar angefangen, ich habe ganz viel gespielt, ich habe noch ein Review davon gemacht gehabt. Ja, was kannst du Forspoken sagen? Die Story dauert furchtbar lang und die beste Stunde sind die letzten 3. Also von der 15, sag mal, gut 20 Stunden Zeit hat, 17 sich scheiß, 3 sehr gut. Wünscht nicht, dass die 3 irgendwie ein bisschen mehr am Anfang gewesen wären, aber ja, ne, Forspoken braucht echt nicht zu gehen. Vorne Stift, spielt jetzt auch nicht. Aber ich habe keinen. Ich kann nicht viel sagen. Alle Spiele, die ich das Jahr gespielt habe, waren sehr gut, sind nicht enttäuscht gehen. Und ja. Ja, meine Enttäuschung vom Jahr selbst Problem. Das Spieljahr war so gut, dass meine Enttäuschung eigentlich wirklich Erbsenzählerei ist. Und zwar ist meine Enttäuschung, wie ich irgendwann am Juli musste feststellen, dass wir aber noch kein Silksong kriegen. Für wen Jahr sind, man weiß es nicht. Da war mal angekündigt am Xbox-Shop, also aber nicht kommt. Wie nicht könnte, nobody knows. Und da ist definitiv enttäuschend, mehr ob man sagt, dass es wohl, wenn es irgendwann könnt, wird gut sein. Aber bis dahin
bisschen enttäuscht, wenn wir nach Silk Song holen. Zum Artstyle muss ich auch Dredge nennen. Et gesäit ziemlich besonders aus. Hieft sich schon mal so. Das ist ein schöner Mix aus dem minimalistischen Grafikstil an dem Gameplay-Loop an einem speziellen Stil, wenn es dann den Cutscenes dran ist. Und ich weiß nicht, das hat mich einfach so mehr bewirkt, dass ich einen Teil nennen an diesem 30-Sekunden-Video. Mein Artstyle vom Joa ist definitiv Silk Song. Gebe ich so, wann es schlussendlich das Jahr rauskommt. Wer ja, sind auch immer ein bisschen gepisst. Nee, den Titel gehe ich dann nun en garde. Einfach für die relativ kreative Idee, so klassische Mantel- und Degen-Animation mit soulsigem Gameplay zu verbannen. Ich sehe lustig erlebt aus, also aber nicht immer so einfach. Und das war erfrischend, relativ originell und dafür mein Artstyle vom Jahr. Punkto visuellem Aspekt war ich das Jahr immens überrascht vom Honkai Star Rail. Ich fand, die Animationen waren so proper gemacht, so schön gemacht. Ich fand den Stil von den Charakteren, ob das von den Charakteren selber, von den Kleidern, schon immens schön gemacht. Da muss ich sagen, das war für mich das Jahr Bombe. Mein Spiel mit der besten Art Direction des Jahres ist eigentlich ganz einfach Hi-Fi Rush, weil das einfach fantastisch ausgesehen. Den Comic-Stil ist fantastisch umgesetzt. Wirklich so den 2D-Look, obwohl 3D, also wirklich bringt den 2D-Look wirklich rüber. Das ist schwer zu erklären, was ich meine, aber wen gespielt hat, weiß, was ich meine. Und wie halt einfach alles irgendwie cool an den mit Musik, mit dem visuellen vermischt ist und alles. Ma für mich ganz klar Service and the Lost Demon, das den Prequel zu den Bayonetta-Spieler und das Spiel ist einfach wunderschön gemacht. Also das von Anfang bis Schluss die 20 oder bald 3 Stunden Top-Spiel, mega schön, ziemlich traurig, aber Artstyle ist on point. Ich muss sagen, ich will bei der Kategorie holen Baldur's Gate 3, weil ich muss sagen, ich fand fantastisch, wie sie die ganze Welt und die ganze Charme von D&D ein bisschen aufhängen konnten, und sogar richtig gut aufhängen konnten. Dafür ist GT-Preis eindeutig für mich für das Jahr und sie. Gratulation. Was Musik angeht, ist auch für mich Honkai Star Rail. Ich schon die Hintergrundmusik immens flott fand. Und von allen Spielern, die ich gespielt habe, ist das, was du direkt könnt. Das passt. Kommen wir mal zur Kategorie Musik. Ich meine Kategorie so. Mein Pick ist so das Spiel, was ich am allerrezentesten gespielt habe, und das ist den Yakuza 7, Like a Dragon. Also kein furchtbar rezentes Spiel, das nächste kommt aber schon 26. Januar raus, dafür als Präparation dafür. Und ich heute gespielt. Und ich muss sagen, die Musik ist bombastisch. Von einer ziemlich fatzigen Uts an den Kampf plus an den Bosskampf. Also, die geht nie enttäuscht. Ihr könnt darüber spielen, auch die ganzen Karaoke-Einlagen gönnt ihr statt. Ich war ganz da drin, ich wollte doch gerade abhalten, was ein gemacht hast. Es scheint zwar eine toxische Beziehung zu dem Spiel, aber während all toxischer Beziehungen kann ich seine Gutseite nicht aufstreuen. Und zwar Lies of P oder ein fantastischer Soundtrack. Und auch wenn das Spiel mal ganz viel Wege getan wird, sollte man den Soundtrack aber ein bisschen Komfort geben an den schlechten Zeiten, die ich mit dem Spiel hatte. Merci, Lies of P. Ja, Musik braucht nicht lange darüber nachzudenken. Musik ist ganz eindeutig Lies of P. Also, Alan Wake 2 hat auch fantastische Musikpieces dran und so weiter, aber Lies of P ist einfach fantastisch. Also, da ist kein Lied dran, wo nicht direkt am Kopf bleibt, wo ihr nicht wirklich emotional gereiert aus davon. Und schon durch das ein Lied viel oder wie auch immer heißt, ja, klingt blöd von Stadt und weiß wie aber das ist einfach, das brennt sich an der Kamera und das zoomt nicht regelmäßig auf ihre Maschine und hoffen, dass ein Vinylplatte vorauskommt. Ja, Musik, also beste Musik ist für mich der Lies of P. Für was? Mal nicht so viel, wenn es den Soundtracks von den Arealen oder von den Bossen, die sind ein bisschen Stone, mal nicht immer die besten. Aber nee, was Lies of P wird als sammelbare Musikstecker, die alle fucking grandios sind, an den Haut gehen, und du kannst dich einfach hinsetzen, den Musikspieler ummachen, zurücklehnen, an die absolut geile Musik genießen. Und ich stößt hier einen Musiker, Videospieler, denke ich, einfach für dich Lies of P an den Sinn, wenn es denen geile, sammelbare Musikstecker.
Ich bin ein Gamer, wo nicht wirklich viel auf Musik aufpasst. Aber ich weiß aber, die Musik bei Tears of the Kingdom war immens schön, wie bei den meisten Zelda-Spielern. Dafür ist bei mir auch definitiv Tears of the Kingdom bei dieser Kategorie dabei. Also für mich ganz klar Tears of the Kingdom, Game of the Year. Punkt. Ja, für mein Game of the Year 2023 muss ich ein bisschen fuddeln. Das Tür war einfach so gut, dass ich mich zwischen 3 Top-Titeln nicht entscheiden kann. Da haben wir einmal Resident Evil 4, was eigentlich praktisch ein perfekter Remake ist, also wofür wir bis heute Spaß gemacht hat. Final Fantasy 16, den zu seinen Schwächen mit seinen Highlights sind, mit die überhaupt die größten Highlights vom Jahr, die aber just durch nicht immer so gute Recht ein bisschen raufgezogen an. Aber auch meine Überraschung vom Jahr, Lies of P, den einfach genau meinen Nerv trifft und das, was mich richtig gut macht. Mein Spiel vom Jahr ist Alan Wake. Ja, den zweiten Alan Wake, den ist das Jahr rausgekommen am Oktober an. Es war fantastisch. Fantastische Musik, fantastisches Setting. Ich weiß genau, du möchtest genau da weiter, wo du echt abgehalten hast. Nur den 13 Jahren, das gibt sogar eine richtig schöne Story mal da gebaut. Es ist mega gusto. Also für mich Game of the Year Alan Wake 2. Mein Game of the Year ist den Dead Space Remake. Das ist ganz einfach. Das hat mich für 15 Jahre glücklich gemacht. Es hat mich auch glücklich gemacht. Mit besserer Grafik, besserem Sound, besserem Game Design. Was will ich mehr? Für mich ist der Games of the Year als effektiv den Story of Seasons, Winds of Anthem. Ich war immens überrascht von der Qualität, die sie rausgebracht haben. Gameplay hat mir immens gut gefallen. Und das war so ein Open World war, das Map einfach riesig groß war. Das war wirklich flott. Hat viel Spaß gemacht für die Spieler. Mein Game of the Year des Jahr war Alan Wake 2. Und zwar ganz einfach, weil ich den Storywriting einfach viel besser fand wie beim ersten. Aber beim ersten war schon fantastisch. Und es ist halt auch Survival-Horror-Fan und die neuen Survival-Horror-Elemente und ich mega cool fand. Da den 2 Protagonisten und cool fand. Den ganzen Remedy-Verse, wie sie nur noch weiter ausgebaut und cool fand. Und ja, fantastische Musik. Und das ist eigentlich die besten 10, die ich hier in einem Videospiel gesehen habe, und das ist nicht mal übertrieben.